Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo signalisierten Daten rumschiffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Hä? Wieso weiß ich jetzt schon wieder? Ah, warte mal, die Brücke. Die Firewall mal wieder, wa? Zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Ja, wieder mal die schnelle Flucht aus dem Spiel. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ein bisschen spatzig. Also nicht so aus, war das vom Punkt direkt hinter uns. Zumindest klingt es gerade so. Das klingt, als wäre sie ja 2 Meter hinter uns. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, Petri heil war. So, spring jetzt, Arno. Ein gelöstes Rätsel. Du hast eine Trophäe erhalten. Sehr schön. Oh, die letzte Party. Verrat und Liebe und Freundschaft und Lüge und Wahrheit. Alles liegt immer sehr dicht beieinander. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Dieses Mal liegt das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Okay. Das besetzte Paris 1944? Bin ich im Zweiten Weltkrieg oder was? Yep, sieht so aus. Neues Ziel Aufturm erreichen. Ja, Arno, willkommen im Zweiten Weltkrieg. Gut, Aufturm ist dort, aber ich schätze mal, wir dürfen da gar nicht lang, hä? Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Jojo, kein Problem. Wir sind uns so scheinbar eh nicht. Naja. So, und jetzt kommen wir jetzt am besten hoch. Nichts drücken, ja, ich muss erstmal da irgendwie. Hä? Oh oh. Verdammte Firewall schon wieder! Wahrscheinlich bekommt die gar nichts. Bleibt einfach da stehen. Nun gut, ich muss natürlich aufpassen wegen den Scheinwerfer, wie gesagt, aber ich denke, den wird es schon irgendwie machen lassen. Und auch nichts. Komm schon, so jetzt aber schnell. Schnell, Arno, schnell! So. Hoffentlich mal. Ja, eindeutig. Ja. Okay, ist gar nicht gefährlich, war überhaupt nicht. Nee, die erste Plattform erreichen. Ja, habe ich und? Ist falsch oder was? Mann, nee, wir hatten da ständig was gegen uns. Hey Arno, geh hoch. Arno? Arno? So, jetzt aber.
Das ist die erste Plattform, okay. Die Spitze erklimmen. Alter Schwede, sind wir noch lange unterwegs. Ja, Hilfe. Macht das gar nichts. Wir sehen es gleich. Nö, das ist kein Problem. Ich glaube mal, Leaf geht irgendwie nicht mehr so wirklich, wa? Was soll denn sonst hochkommen? Er muss ja fast. Barno ist wohl anderer Meinung. Was? Ja. Was soll ich denn da machen? Ich kann einfach irgendwie normal herumlaufen und dann wiederum nicht. Und hä? Nein, wir sind schon mal hier. Das ist doch auch was. So, wir kommen jetzt ein bisschen hoch. Maschendrahtzaun klettern wird wohl kaum möglich sein. Ne, mich habe ein bisschen gewundert. Die Spitze erklingen, ja, kann ich hier gleich auch vergessen. Dingen drüber springen, war auf die andere Seite rüber. Wäre zwar eine nette Idee, klappt aber so auch nicht. Ja, verdammt, was soll denn sonst irgendwie? Nein, schon wieder, nicht schon wieder! Mann, Arno! Ey, ich kann einfach rüberlaufen. Das ist, als wäre es eine unsichtbare Fläche, wo ich einfach rüberlaufen kann und dann falle ich einfach runter. Normalerweise stoppt er zuerst im Sinne von, ja, will es wirklich, dass ich da runterspringe? Aber hier, nö. Also weiß nicht, also hier geht es definitiv nicht, die wissen wie das, oder... Nee, keine Chance. Ja, der hochklettern, was? Sprich, darüber springen? Ja, wollte ich vorhin machen, ging immer irgendwie nicht, na gut. Nettes Begrüßungskomitee. Attention, Danger, Danger, was soll ich auch? Kannst bitte mal. So, jetzt aber. Ja, ich sehe es. Strom, Strom. Das könnte die Lösung sein. Oh, eine Leiter, Gott sei Dank. Gar nicht gut. Alarmmeldung. Jawohl, Dankeschön für die Erklärung. Flugzeug ist doch jetzt aber keine. Baller doch! So. Ist das gleich so? Menschenskind. Du. Da unten durch kann man auch nichts. Kommen wir als nächsten. Ja, wieso nicht? Auf den Zeppelin steigen ist doch immer eine gute Idee. Klappt sogar. Da ist er. Dein Ausgang. Beeilung.
Ja, mach ja schon. Ich sag immer so, Beeilung, Beeilung. Ist die Firewall wieder? Nö. Ist alles ruhig. Glück gehabt, aber nochmal so einen. Scheinbar nicht, wenn ich die Kamera schwenken darf. Na, ganz toll. Eine Runde runter, das bringt nichts. Das muss aber schnell sein, aber ganz schnell. Ah, verdammte Blitze. Nein! Ah, verdammt! Arno, geht mal rüber! Mann! Arno! Ich will jetzt auf die andere Seite rüber. Meine Fresse, um die Ecke herum geht's auch nicht. Wir sollen jetzt hier durchkommen. Hallo? Ah. Wieso auch immer so kompliziert? So bin ich langsam. Hallo Kumpel, du bitte mal hochgehen. Dankeschön. Ah, ich glaube, es nicht mal wahr. Was? Ah, das sind zwei, gar nicht gesehen. Ja, wir haben noch keine Ahnung. So, geht doch. Wieso denn nicht gleich so? Hopp, und das Portal. Wo ist ein schönes Portalchen denn? Hopp, hopp. Erstens machst du schön, Arno. Ich würde aber gerne lieber, dass du da hochgehst. Ich will dich nicht nervös machen, aber das Portal ist äußerst instabil. Verdammt, es ist weg. Mach weiter, wir können es wieder öffnen. Das reicht. Du musst springen. Mach ich ja schon. Puh, die Resistance. Serverbrücke, Erinnerung abgeschlossen. Oh, war doch spannend. So, nun, wie geht's weiter? Liebes Spiel. Natürlich hat man ein langer Ladebalken. Ein extra lange, wohl bemerkt. So, sind wir langsam mal dort. Kann man wissen, wie es weitergeht, da mit Arno und Elise und dem Verrat, den ganzen Templerorden und der Bruderschaft der Assassinen. So, schon viel besser. Voila, wir sind zurück. Danke, Deacon. Lass uns diese Transfers auf ein Minimum beschränken, okay? Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Ja, okay, was mache ich jetzt?
Ach so, wieder zurück war. Die Korrespondenz des Königs, Sequenz 8, Erinnerung 1. Alles klar, wie sieht es eigentlich aus? Fortschritt, das spielt natürlich nicht Fortschritt, sondern Charakteranpassung. Wir haben wieder 3 Punkte, 3 Sync-Punkte. Können wir die bereits da irgendwie sinnvoll verwenden? Luftdoppelattentaten auch nicht. Gesundheit, ne, aber schon 2. Nahkampf vielleicht noch irgendetwas. Ne, den Anschluss kommt der Sequenz 9 abschließen. Dauert es auch nicht mehr lange. Ja, okay, Spaß noch ein bisschen. Na dann mal schauen. Welche Freude, Arno. Ja, mich freut es auch. Also, vorausgesetzt, du bist nicht da irgendwie auch involviert. Also erfüllen, Dankeschön. Na, viel Geld dann wäre ich nicht mehr. Ich hoffe doch mal, dass unser Restaurant oder wie auch immer, das wieder mal ein bisschen was abwirft. Nein, ist eigentlich eher ein Hotel, war. Na dann, Leute, los geht's mit Sequenz 8, Erinnerung 1. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. 2 Meisterassassinen sind tot. Einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Wieso ist die Schweizer Garde hier? Die ist doch eigentlich beim Papst und beschützt den? Vatikan halt? Okay, vielleicht, gut, damalige Zeit war das damals noch anders, oder? Kann durchaus sein, so stark nicht. Zwar als Schweizer, doch nicht da mit der Geschichte der Schweizer Garde involviert. Wo die schon überall, naja, mal gedient hat, beschützt hat. However. Ja, eigentlich wird ein bisschen schneller laden. Bereit? Anlegen! Feuer! Gute Arbeit. Zurück auf die Posten. Vive la Nation! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Ach du Scheibenkleis, den Palast infiltrieren. Wie sieht denn das hier aus? Sabotiertes Alarmglockenanteil aus der Deckung 0 von 3. Oh, oh, da haben wir noch einiges zu tun, wa? Die Schweizer Garde direkt mal öffnen, wa?
Die Schweizer Garde. Die Schweizer Garde war ein Regiment von Schweizer Söldnern, die man angeworben hatte, um den Regenten Frankreichs und dessen Residenzen zu schützen. Ich bewundere die Schweizer, okay. Gut zu wissen, ich bin fast schon selbst wie ein halber Schweizer. Schweizer Käse oder was? Ich würde mich gerne dafür aussprechen, dass Schweizer Käse, habe ich gerade erwähnt, der beste Käse der Welt ist, aber mein Argument wäre bestimmt total löchrig. Nur mal so eine kurze Info, Leute. Also ist nicht jeder Schweizer Käse ist löchrig. Die wenigsten sind löchrig. So, das ist ein Regiment, das Schweizer Kantone, und eben nach gute Volkssamen. Übrigens unsere Erklärung, falls ihr euch fragt, was sind Schweizer Kantone? Kantone sind bei uns das, was bei euch Bundesländer sind. Also, ja, ungefähr das Gleiche halt. Folgsam und wildkämpfende Söldner hervorbrachten bis Ende des 15. Jahrhunderts an den sogenannten 100 Schweizer Zone Suisse, ausgehoben und in Paris stationiert. Ludwig den in der Revolution und Chateau verteidigen, überwältigen, abgeschlachtet. Autsch. Was ich darüber nachdenken möchte, ich mich gerne von dem Witz um den Schweizer Käse im Argument entschuldigen. Ich fühle mich in letzter Zeit nicht besonders. So. Tod dem König! Ne, wieso auch? Okay, das ist eine Alarmglocke. Irgendwie direkt mal rein, war. Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Der Fram ist auch glatt, die kann mich jetzt hier am schnellsten natürlich geschützt drüber, also wie es aussieht, gar nicht. Ne, hier wäre es ein bisschen doof. Wäre doch ziemlich unpraktisch, das sehen wir doch direkt. Na toll. Bürger! Du da! Halt! Nö. Das wird einen von ihnen reinschleichen, wa? Ich muss da irgendwie ungesehen reinkommen, aber wo bloß? Okay, das ist ein Heuhaufen, das ist immer gut. Ja, von hier aus könnte es was werden. Wie gesagt, was steht denn noch? Sabotierte Alarmglocken. Okay, nur von 3 kommen wir hin. Sicher jetzt noch gut verteilt. An einem sowieso bereits gesehen. Attentat wird auch irgendwie hinkommen. Das sind noch irgendwie... Ja, dort geht schon. Ja, aber wie genau es hier weitergehen wird, beim Versuch, den Palast zu infiltrieren, das und vieles mehr, wäre dann wieder mal im nächsten Party bei Assassin's Creed Unity. Bis dahin, ciao zusammen.